Leid haben gesagt, die Liebe lässt sie nicht so schnell verstehen. Doch ich kann nix anderes tun, außer auf die zum Stehen. Soll ich bleiben oder soll ich gehen? Ich kann nix anderes tun, außer auf die zum Stehen. Wie dies Bachel fließt, weiter bis zum Meer, weißt du, denk ich mir zwei, wir kehren daher. Nimm an mein Leben, ich kann doch nichts dafür, ich kann nur auf die stehen. Für dies Bachel fließt, weiter bis zum Meer, weißt du, denk ich mir zwei, wir kehren daher. Nimm meine Hand, nimm an mein Leben, ich kann nix anderes tun, außer auf die zum Stehen. Das war Can't Help Falling in Love vom großartigen Elvis Presley. Der Song ist irgendwie auf meinem Radar erschienen, aus verschiedenen Gründen. Auf der einen Seite haben wir gedacht, ich glaube, ich habe tatsächlich noch nie was vom Elvis Presley gemacht. Was okay ist, finde ich, weil es ist jetzt nicht so, als wären die Songs vom Elvis Presley meine absoluten Lieblingssongs. Wobei man das auch so nicht sagen kann, wirklich, weil der Elvis hat ja selber nie Songs geschrieben. Da gibt es ganz lustige Geschichten zu den Songs vom Elvis Presley. Es gab ja da ich rede jetzt dazu, als wüsste das ja jeder. Ich weiß nicht, inwieweit ihr informiert seid. Wenn ihr nur das Lied hören wollt, könnt ihr jetzt einfach abschalten. Jetzt kommt wieder Onkel Matthias, jetzt seine Geschichten. Der hat einen Manager gehabt, den Colonel, so ist er genannt worden. Und als der Elvis dann so richtig bekannt war, schon, was ja sehr früh war in seiner Karriere, haben die natürlich immer noch Songs gesucht, auch die der aufnehmen kann. Und da er selber keine Songs geschrieben hat, haben sie halt natürlich andere Songwriter sich gesucht. Und der Colonel hat mit diesen Songwritern immer so einen ziemlichen Knebelvertrag gemacht, indem er gesagt hat, hey, der berühmteste Musiker der Welt nimmt diesen Song auf. Was ich von dir, du wirst jetzt bald sehr reich sein, was er gestimmt hat immer. Du wirst jetzt sehr bald sehr, sehr reich sein. Und
Unsere Bedingung dafür ist aber, dass du praktisch den Elvis als Songwriter, den Elvis und teilweise sogar den Colonel als Songwriter mit eintragen lässt, ja, dass wir auch Tantiemen kriegen für das Lied. Und diese Leute stehen bis heute als Songwriter drin. Die meisten haben das mitgemacht, weil sie gesagt haben, mein Gott, ich gebe die Hälfte von meinem Song her, aber dafür habe ich wahrscheinlich mein Leben lang ausgesorgt, was auch sehr oft tatsächlich der Fall war. Damals, weil das ja heute noch Songs sind, die man noch kennt und die immer noch man hört in Filmen oder hat auch auf YouTube und Spotify hat das Ganze Milliarden von Klicks und Streams und so weiter. Das heißt, da kann man tatsächlich immer noch Geld damit verdienen. Es gab nur so eine Handvoll von Leuten, von denen man weiß zumindest, die das abgelehnt haben. Einer davon war der Jerry Reed. Der hat das ganz interessant gemacht. Der hat nämlich in die 60ern einen Hitsong gehabt, einen kleinen Hitsong Guitar Man. Und der Elvis hat den anscheinend irgendwo im Radio gehört oder sowas und hat gesagt, den möchte ich unbedingt aufnehmen, ein paar Jahre später. Den möchte ich unbedingt machen. Und dann hat er das halt versucht mit seiner Band zu covern, praktisch. Und der Jerry Reed ist aber einer der besten Gitarristen auf der ganzen Welt gewesen. Ein unglaubliches Viech und der hat ganz oft mit so verschiedenen Gitarrenstimmungen gespielt und geschrieben. Und der hat halt ganz komische Stimmungen gehabt, ja, da wo die Akkorde dann so ausgeschaut haben, aber so hat er jetzt seine Melodien so hingekriegt, wie er das wollte. Und auf jeden Fall haben die das einfach im Studio nicht zusammengekriegt. Und dann haben die gesagt, ja, dann einer von den Musikern hat gesagt, also ich kenne den Jerry Reed, ich kann den schon anrufen, vielleicht kommt er und spielt da die Gitarre ein für diesen Song, ne? Der freut sich bestimmt. Und so haben sie es dann auch gemacht. Und der Jerry Reed ist gekommen und hat seine Gitarre gespielt. Und der Elvis war hin und weg. Ja, genau so soll das klingen, saugeil, super. Und danach hat der Colonel auf Zeichen genommen, den Jerry Reed, und hat gesagt, du, pass auf, der Deal ist folgender, der nimmt jetzt den Song auf, du wirst einen Haufen Geld damit verdienen. Wir sind jetzt auch Songwriter von diesem Song. Und dann hat der Jerry Reed gesagt, nein. Und der Colonel hat gesagt, doch, weil sonst bringen wir nicht raus. Und dann verdienst du gar nichts damit. Und der Jerry hat dann gesagt, ja, dann halt nicht. Du kannst jetzt gern zu dem Elvis da sechst wie er lacht, wie er smilet, wie er sich freut. Kannst jetzt gern umgehen und zu ihm sagen, das wird nichts mit dem Song, wenn du das willst. Ja? Oder ich gehe jetzt halt einfach, behalte meine Rechte von meinem Song und du kannst mir mal kreuzweise. Und so ist es tatsächlich gelaufen. Ein anderer Fall, wo man das weiß, war von der Dolly Parton. Die Dolly Parton ist auch gefragt worden für einen Song. Ich weiß leider nicht mehr, was das war. Ich glaube, I Will Always Love You, der ja von der Dolly Parton geschrieben ist, ne? Und weltbekannt gemacht worden ist von der Whitney Houston. Da war es, glaube ich, auch so, dass die den aufnehmen wollten und der hat dann gesagt hat, ja, aber dann kriegen wir die Rechte, und sie hat auch gesagt, sorry, kein Bock. Und hat sich tatsächlich als die richtige Entscheidung herausgestellt, weil viele Jahre später ist der Song dann durch die Whitney Houston zu einem Welthit geworden, und die Hälfte von dem Ganzen war dann an den Colonel gegangen und an Elvis. Der hat zwar dann nicht mehr gelebt, der Elvis zumindest, aber genau, es war trotzdem falsch gewesen. Sehr interessante Geschichte. Bei Can't Help Falling in Love war das nicht so. Da haben die Songwriter das zugelassen und haben mit Sicherheit auch keinen schlechten Deal damit gemacht. Ich schätze, da sind einige Millionen verdient worden damit. Von daher, wie man es macht, machen wir es verkehrt. Das wisst ihr schon. Auf jeden Fall, genau, die Story habe ich erst vor kurzem ist mir wieder über den Weg gelaufen, die jetzt mit dem Jerry Reed und sowas. Und genau darauf bin ich dann irgendwie auf Elvis gekommen, und dann eigentlich wollte ich den Song machen, Suspicious Minds. We're caught in a trap. I can't walk out. Und habe mich dann doch dazu entschieden, einen der absoluten Schmalzklassiker der Weltmusikgeschichte zu verarbeiten. Can't Help Falling in Love. Ich muss sagen, es ist eine schmalzige Nummer, es ist nicht Radiohead, aber ich habe immer einen wahnsinnigen Softspot für diesen Song irgendwie schon immer gehabt. Fragst mich nicht warum, keine Ahnung. Ich habe diesen Song immer geliebt. Und vor, ist ja schon wieder 10 Jahre oder sowas her, haben ich weiß nicht, ob ihr die kennt, wir haben jetzt die 20 Pilots
Ich weiß nicht mehr, ob es 20 oder 21 waren. Ich meine, es waren 29. 21, ich glaube schon, 21 Pilots. Eine Band, zweiköpfige Band aus Amerika, die haben so eine Ukulele-Version von diesem Song gemacht. Checkt sie unbedingt einmal aus. Da geht der Sänger von einer geht einfach mit so einer kleinen Ukulele fährt im Bus und dann steigt er aus und dann geht er an die Leute vorbei, die aufs Konzert gehen wollen von Erna und am Schluss den letzten Refrain singt er dann mit den Leuten auf dem Konzert und so. Wunderschön gemacht. Und halt also also ich meine, der Song ist ja eigentlich sehr ausproduziert, wenn man die Elvis-Version kennt, ne, mit Streichern und Chören und ne, und der bloß mit der kleinen Ukulele, das hat mich dann so inspiriert, dass ich mir gedacht habe, oh ja, stimmt, genau. Und dann hat es aber trotzdem noch mal 10 Jahre oder so dauert, bis ich es tatsächlich einmal gemacht habe. Und genau, das ist mir vor kurzem wieder eingefallen. So, jetzt, Entschuldigung, jetzt habe ich ein bisschen sehr lange geredet. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn nicht, dann halt nicht. Ich kann auch nichts daran ändern. Danke für die Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Danke fürs Zuhören und pfiat euch bis zum nächsten Mal. Haberderi.